Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hast du dir schon gute neue Vorsätze fürs nächste Jahr gemacht? Vielleicht mehr Sport machen, weniger Fleisch essen, weniger Zeit auf Social Media oder allgemein vorm Bildschirm verbringen, sich mehr auf Beziehungen mit Freunden und Familie konzentrieren. Vielleicht tatsächlich eine Woche vor der Klausur anfangen zu lernen? Ein Buch pro Monat lesen? Hi, ich bin Samuel, Jugendreferent hier im Kirchenbezirk Germersheim. Und ich bin so richtig schlecht im Vorsätze fassen und dann auch wirklich einhalten. Bestimmt kennst du das auch. Ich nehme mir dieses Jahr vor, häufiger mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Mal sehen, wie lange das klappt. Wie ist das bei dir? Hast du dir Sachen fürs neue Jahr vorgenommen? Und worum geht es in deinen Vorsätzen? Ich habe so das Gefühl, uns geht es dabei häufig um Selbstoptimierung. Also darum, irgendwas an uns selber zu verbessern. Mehr Sport machen, gesünder essen, damit es meinem Körper besser geht. Mehr in den Job, in die Schule, in die Zukunft investieren, damit ich produktiver bin. Ich glaube, diese Selbstoptimierung ist häufig der Grund, warum wir an unseren Vorsätzen scheitern. Denn es geht ja häufig irgendwie nur um Äußeres, oder? Nicht um eine wirkliche Veränderung von uns selbst. Wir versuchen, uns selbst zu verbessern aus unserer eigenen Kraft heraus, anstatt dass wir uns verändern lassen. In der Bibel steht, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann verändert man sich komplett. Das, was vorher war, ist zu Ende und etwas ganz Neues beginnt. Das macht mich hoffnungsvoll, denn hier höre ich, dass Gott die Macht hat, mich wirklich ganz zu verändern. Das bedeutet nicht, dass meine eigene Disziplin, mein Fleiß, meine guten Vorsätze mich zu einem guten neuen Menschen machen. Gott macht das, weil er gnädig ist, weil er mich liebt. Mein Vorsatz fürs neue Jahr, der ist gut und deiner bestimmt auch. Es wird meinem Körper gut tun, wenn ich häufiger mit dem Fahrrad fahre, aber echte Veränderung, die passiert nur, wenn ich mich von Gott verändern lasse. Wenn ich loslasse, was mich aus meiner Vergangenheit belastet, wenn ich mir Zeit für Stille und Gebet nehme, wenn ich darauf vertraue, dass Gott mich neu macht. Ich wünsche dir, dass du das erlebst. Gott verändert dich. Du musst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Ciao. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.